Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte auch noch mal kurz ein Gebet sprechen. Lieber Vater, danke, dass du uns so lieb hast. Das Lied, das wir hören konnten, die Lieder vorher, die Einleitung, alles weist uns darauf hin, dass wir Bestand haben, ewigen Bestand in dir. Danke dafür. Danke, dass du uns rufst, dass du uns gerufen hast in deine Gemeinde. Bitte segne uns unter deinem Wort, dass wir es verstehen. Wir wollen unsere Hoffnung, Herr, ganz auf deine Gnade setzen. Amen. Ja, ich gebe zu, es ist ein bisschen ein sonderbares Thema. Berufen zum Wäschewaschen. Aber damit habe ich natürlich einen Sinn, den ich verfolge. Es geht nämlich in der Berufung immer wieder auch um die Praxis. Wir gehen manchmal mit dem Begriff Berufung, ja, vielleicht von einem zu hohen Stand aus. Ich möchte einleitend lesen, Matthäus 21 noch, Vers 28 bis 30. Jesus sagt dort: Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Ich las vor längerer Zeit eine Broschüre, ein Heftchen mit dem Titel Berufen zum Waschen und Predigen. Das gab mir dann den Aufhänger eigentlich zu dieser Themenstellung heute Morgen. In diesem Büchlein geht es um eine Frau namens Sophie, die hauptberuflich gewaschen hat für andere Leute. Das war, ich glaube, noch im letzten Jahrhundert irgendwann oder Anfang des letzten Jahrhunderts. Sie hat damit ihr Geld verdient. Und dieses Heftchen trug den Titel Berufen zum Waschen und Predigen. Weil diese Frau eben ihren Unterhalt verdiente mit Wäschenwaschen, aber die Zeit nebenher so optimal nutzte, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und siehe da, sie hatte unheimlich viel Erfolg. Menschen haben sich bekehrt oder wurden ermutigt und gestärkt, aber auch auferbaut und ermahnt durch ihre Tätigkeit. In diesem Sophie arbeiten Sie immer noch so viel? Oh ja, Sie wissen, wo ich arm bin, habe ich arbeiten gelernt. Wissen Sie, Herr Pfarrer, es gibt Leute, die haben sich Gott ganz übergeben, mit Ausnahme der Hände. Die arbeiten nicht gern. Es kann ganz einfach gesund sein, gängige Umgangsworte im christlichen Sprachgebrauch auch mal zu hinterfragen. Nicht direkt in Frage zu stellen, aber mal zu hinterfragen, mal ein bisschen Skepsis zu üben und in der Bibel zu forschen, was ist damit eigentlich gemeint. Oft macht man dann überraschende Entdeckungen, wenn man mal so etwas hinterfragt. Diese Entdeckungen können enttäuschen, die können aber auch begeistern und die können sehr ermutigend sein. Und ich hoffe natürlich, dass Letzteres der Fall sein wird heute Morgen. Mir ging es ganz praktisch so bei dem Begriff Berufung. Beobachtungen,
Wie gehen Menschen, wie gehen Christen mit Berufung um? Die eigene Erfahrung auch. Wie ist das in unserem Leben gewesen? Wie haben wir Berufung erlebt, erfahren? Und natürlich zuallererst das Bibelstudium. Was sagt die Bibel über Berufung im Alten Testament, im Neuen Testament? Und das alles zusammen, eben diese Beobachtungen, wie Menschen mit dem Begriff Berufung umgehen oder die eigene Erfahrung und dann eben, was sagt das Wort? Das hat mich und zusätzlich Sophie haben mich auf dieses Thema gebracht. Einige Fragen, womit ich Sie herauslocken möchte, die vielleicht das Interesse etwas erwecken. Was bedeutet Berufung überhaupt? Was ist Berufung? Wie äußert sich Berufung? Wie ist das? Sind heute zum Beispiel Bibelschüler auf einer Bibelschule oder vielleicht in einer theologischen Universität, sind die berufen, eine Bibelschule zu machen? Wie ist das mit hauptamtlichen Mitarbeitern, jetzt in unserem Missionswerk Mitternachtsruf oder in der Kinderevangelisationsbewegung oder in einer Indocamino-Mission oder was auch immer, ja? Oder in einer Kirchengemeinde? Sind die berufen, von Gott berufen worden und dahingestellt? Was meinen Sie? Gut. Was ist mit den anderen Christen? Mit ihnen? Was ist mit den Christen, die wiedergeboren sind und Jesus Christus lieben und die einen ganz normalen Beruf ausüben? Gärtner, Bankangestellter, Beamter. Sind diese Menschen jetzt nicht berufen? Ist ein Norbert Lied, der hier auf der Kanzel steht und die Gnade erfahren hat, auch mal im Missionswerk auf dem Missionsfeld gewesen zu sein, ist der jetzt berufen und bin ich jetzt, der ich Geschäftsführer bin in einem Betrieb, bin ich jetzt nicht berufen? Dürfen wir uns darüber mal Gedanken machen? Vielleicht werden Fragen offen bleiben. Was ist mit denen, die neben ihrer Berufstätigkeit in der Gemeinde zum Beispiel ehrenamtlich mitarbeiten, handwerklich, vielleicht im Garten, in der Jugend, in der Jungschar, Kinderhütedienst, Kinderstunde, Sonntagsschule, sauber machen, Garten pflegen, Unkraut jäten, diakonische Aufgaben, Türen öffnen, hier ein Glas Wasser hinstellen. Sind die jetzt berufen oder nicht? Und nur die Ältesten der Gemeinde, das sind die Berufenen. Wir sind die Unterberufenen so. In der Schublade noch so rausziehen. Gibt es das neutestamentlich, dass die einen speziell von Gott berufen wurden und die anderen nicht? Oder sind wir alle berufen? Ich habe festgestellt, dass wir mit dem Begriff Berufung viel zu hoch greifen. Viel zu hoch greifen. Und damit Unterschiede produzieren in unserem christlichen Sprachgebrauch, die neutestamentlich überhaupt gar nicht gemacht werden. Und dann kommen wir zu diesen falschen Vorstellungen und zu dieser manchmal vielleicht sogar falschen Hochachtung vor Personen, das ist ja der Papst, der ist ja berufen.
Ich habe mir so überlegt, wenn man eben, ich sagte ja schon, wenn man Beobachtungen macht, sich auch selber kennt. Ich würde sagen, so bilde ich mir das ein, es gibt 5 Arten, mit Berufung umzugehen. 5 Arten, mit Berufung umzugehen. Erstens, der meines Erachtens verkehrte Ansatz. Menschen, die verkehrt mit dem Begriff Berufung umgehen. Das sind Menschen, die beten, Jahr aus und Jahr ein, dafür eine eindeutige, unmissverständliche, klare Berufung von Gott zu erhalten. Sie warten dann auf ein Zeichen. Sie erwarten und suchen konkrete Hinweise in der Schrift. Da muss es doch ein Wort Gottes geben, das mir ganz klar sagt, da bist du für geeignet, dafür bist du berufen. Oh, was eine herrliche Führung. Ich habe heute genau das richtige Wort gelesen für mich. Sie suchen Fügungen im Alltag. Bestätigungen an allen Ecken und Kanten. Der Herr soll mir doch klar zeigen, wo mein Platz ist. Und solange ich das nicht weiß, bleibe ich in der 3. Reihe vorne rechts sitzen und bewege mich nicht. Die zweite Art, mit Berufung umzugehen, ist, ich sage das in Anführungsstriche, der sogenannte stolze Umgang. 1. Korinther Kapitel 1 hat da sehr gut gepasst. Ja, Gott hat nicht die Hohen dieser Welt berufen, zu seiner Gemeinde zu gehören, zur höchsten Berufung überhaupt, sondern das, was nichts ist in der Welt. Oft ist es so, nicht immer. Der stolze Umgang. Und das sind jetzt Menschen, die fühlen sich, manchmal ja auch zu Recht, die fühlen sich als Missionare 100%ig berufen. Die fühlen sich, die wissen das, die fühlen sich zu einer Bibelschule berufen. Also ich bin Bibelschüler, der hat mich gerufen. Ich soll da irgendwo in diesem Land, da im Berner Oberland und so, da hat der Herr mich da wunderbar geführt. Ich bin da berufen worden von Gott, da die Bibelschule zu absolvieren. Ja? Oder ja, ich bin als Lehrer berufen, ich bin als Pastor berufen, darf ich Mitarbeiter sein im Missionswerk Mitternachtsruf. Das erfüllt mich mit Freude und mit Dankbarkeit. Aber wissen Sie, ich sagte Beobachtungen, Erfahrungen und auch das Wort Gottes. Ich habe Menschen erlebt und glauben Sie mir, nicht mal so wenige, die von den Wundern berichteten, wie Gott sie berufen hat. Da habe ich gedacht, Mensch, du, das ist aber klasse, du. Das habe ich gar nicht so erlebt. Wie die aufs Missionsfeld gekommen sind. Wir waren damals selber in Montevideo auf der Bibelschule, da kam eine neue Schulklasse und dann haben die berichtet, manche, nicht alle, aber manche, der ein oder andere. Und dann haben die gesagt, boah, wie Gott mich ich war schon Kind. Ach, ich war doch kaum geboren. Da sagte mir schon die Tante so und so, aus dir wird mal was ganz Großes. Du wirst mal ein Berufener, du wirst mal Missionar werden in Südamerika. Und das hat er mir ganz deutlich gezeigt. Man war fast ein bisschen beschämt. Hat gedacht, Mensch, also ich sage es noch einmal, ich habe das nicht so erlebt. Ein anderer sagte, also ich hab den Eindruck, also ich werde sowas werden wie so ein Spurgeon für Südamerika. Ja. Ich bin da morgens genauso früh aufgestanden, genauso lange stille Zeit gemacht. Es ging dann 4 Tage gut, und dann haben sie verschlafen. Ein paar Jahre später sind die gescheitert. Sind wieder zurückgegangen in die Heimat, arbeiten heute in einem normalen Beruf
und gehen ganz normal in eine örtliche Gemeinde und genießen, was ihnen dort gesagt wird. Die heilig Berufenen. Die meinen, sie hätten keine spezielle Berufung. Obwohl sie gerne dies oder jenes tun würden. Die haben zum Beispiel in ihrem Herzen, Mensch, ich würde auch so gerne eine Bibelschule besuchen oder irgendwie in einem Werk tätig sein, ob das jetzt im handwerklichen Bereich ist oder ob das im Büro ist, wo ich meine Gaben einbringen kann oder so. Die haben diesen starken Wunsch und diesen starken Drang, das zu tun. Und die sehen dann nicht selten etwas traurig auf die anderen, die ja eine Berufung haben. Die sagen sich dann, oh Mensch, der Karl Otto, der hat eine Berufung für die Bibelschule da und ach, schade, ich habe das doch gar nicht so erlebt. Ja gut, dann muss ich halt hier weitermachen. Ich hätte doch auch gerne so eine herrliche Berufung. Schade, oder? Die wissen gar nicht, was sie versäumen. Und da gibt es noch eine vierte, das ist die faule Haltung. Das sage ich jetzt so. Die faule Haltung, das sind die Bequemen, die sagen oder die behaupten, nicht berufen zu sein. Und da haben sie eine Ausrede, nicht dienen zu müssen. Und dann sagen sie, ich bin nicht berufen, mich hat Gott nicht berufen, also lass mir alle in Ruhe. Und die fünfte, und das ist jetzt, das Gute kommt immer am Schluss, das ist die normale Handhabung, mit Berufung umzugehen. Das ist die fünfte. Und das sind jetzt Menschen, Frauen, Männer, jung oder alt, die haben schlicht und einfach in ihrem Herzen den starken Wunsch, was für Gott zu tun. Vielleicht in einem bestimmten Gebiet, vielleicht für einen bestimmten Ort, für eine bestimmte Sache. Und wissen Sie, was die machen? Die folgen einfach diesem Drang ihres Herzens. Die fangen dann an, sich zu informieren und unternehmen dann diesbezüglich konkrete Schritte. Die sagen sich im Gebet, ich will Jesus dienen an dem und dem Platz, wenn es möglich ist. Das würde mir eine Freude machen. Da kommt ein junges Mädchen in unser Missionsland und die sagt, ich war schon mal in Bolivien, ich habe da ein Praktikum gemacht und das hat mir so gefallen und ich habe einfach den Drang, ich würde so gerne nach Bolivien wieder ausreisen und da als Missionarin Tätigkeit. Herzlich willkommen. Hast du denn eine Berufung gekriegt? Hast du eine Vision gehabt? Um das ein bisschen zu entwickeln, Testament, ja? Wie war das? Berufung im Alten Testament. Man muss ja nur, das geht ja ganz einfach, Sie müssen nur eine gute Konkordanz nehmen und unter dem Begriff berufen oder Berufung einfach einmal nachschlagen und dann werden Sie automatisch folgende Feststellungen machen. Zur Zeit des Alten Bundes, sprich zur Zeit des Alten Testamentes, wurden Menschen konkret bestimmt, mit Namen erwählt und berufen. Einige Beispiele von vielen, zum Beispiel Abraham. Abraham wurde namentlich erwählt als Stammvater für das jüdische Volk, um ein Segen zu sein für die ganze Welt. Jesaja Kapitel 52, Vers 51, Vers 2. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn als Einzelne habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und gemehrt. Mose, was für eine faszinierende Geschichte, da am Dornstrauch, am Dornbusch, der da brennt. Und Mose geht hin und auf einmal hört er die Stimme Gottes. Mose, Mose, ja? Und er wird der Führer des jüdischen Volkes aus Ägypten. Aaron wurde als Hohepriester namentlich von Gott auserwählt,
und seine Nachkommenschaft als Priester. Hebräer 5,4: Und keiner nimmt sich selbst die Ehre, sondern der empfängt sie, welcher von Gott berufen wird, gleich wie Aaron. Über Isaak wurde namentlich der Same Israels berufen, mit dem konkreten Ziel, den Messias hervorzubringen, als der Same. Israel selbst wurde berufen aus allen Völkern von Gott in seiner Souveränität. Manche wurden namentlich berufen zu einer ganz bestimmten Aufgabe, sogar zu einer Handwerkstätigkeit, zum Aufbau der Stiftshütte, Bezaleel zum Beispiel und sein Kollege, namentlich von Gott berufen. Die Fürsten der Stämme Israels wurden von Gott berufen. Die Propheten des Alten Testamentes wurden von Gott namentlich auserwählt und berufen. Denken wir an Jeremia, denken wir an Samuel. Ja, diesen jungen Mann in der Stiftshütte. Samuel, Samuel. Und der denkt, hat der Elia mich gerufen? Nicht der Elia, wie hieß er? Eli. Hat der Eli mich, du hast mich gerufen? Nein. Und wieder legt sie schlafen. Samuel, Samuel, herrlich, nicht wahr? Gott hat ihn berufen. Oder denken wir an Jeremia. Jeremia 1, Vers 4. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ganz konkret. Haben Sie das auch so erlebt? Wir sind ja auch berufen und erwählt vor Grundlegung der Welt, ja, aber als Gesamtgemeinde, wozu wir individuell dazugehören. Natürlich ist Jesus Christus als der Messias, als der Menschensohn von Gott erwählt worden. Das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem ich wohlgefallen habe. Er wird seinen Jüngern mit Namen 12 Männer, die er auch Apostel nannte. Also, es handelt sich hierbei immer um Personen oder um Gruppen im Alten Bund, die durch Gott namentlich aus der alttestamentlichen Gemeinde des jüdischen Volkes berufen wurden. Ist wunderbar. Und jetzt kommen wir zur Berufung im Neuen Testament. Wie geht das da jetzt? Als zusätzlicher Apostel für die Nationen wurde namentlich auch durch Jesus Christus der Apostel Paulus berufen, ja? Saulus. Dem ist der Herr Jesus Christus erschienen in Herrlichkeit und hat sich ihm offenbart und hat ihn namentlich beim Namen gerufen und eben erwählt, weil der Paulus sollte ja auch Apostel werden, und weil er Apostel werden musste, brauchte er eine gleiche Berufung, wie sie die anderen Apostel auch erhielten. Das ist eine Sonderstellung. Alle 12 Apostel wurden namentlich von Jesus direkt selbst höchstpersönlich berufen. Und darum auch Paulus. Als Mitarbeiter dann zum Aufbau der Gemeinde und andere, zum Fundament der Gemeinde wurden noch andere dann erwählt, zum Beispiel Barabbas, ja, Apostelgeschichte 13, und der Heilige Geist sprach: Sondert mir aus Saulus und Barabbas, oder umgekehrt Barabbas und Saulus, zu dem Dienst, wozu ich sie gerufen habe. Und dann haben die Mitarbeiter der Apostel, zum Beispiel wie Timotheus, Titus, Silas und andere, die haben in Anführungsstriche eine Berufung erlebt, dass sie ganz einfach, schlicht und einfach durch die Apostel in apostolischer Autorität angestellt wurden. Begleitet mich, begleitet uns. Und dann hört es auch schon auf. Und dann hört es auch schon auf. Wir suchen vergeblich danach, dass spezielle Menschen über die apostolische Zeit hinaus und ihrer Mitarbeiter damals innerhalb der Gemeinde direkt von Gott namentlich in einer Sonderoffenbarung berufen worden wären.
zu Missionaren, zu Verkündigungen, zu Bibelschülern, zu vollzeitlichen Dienern. Es gibt wunderbare Fügungen der Herr und Führungen der Herr, tatsächlich individuell. Der eine hat da seinen Platz, der andere hat da. Aber unsere Berufungen können wir nicht vergleichen mit denen, die ich eben darstellte. Neutestamentlich gibt es diese Sonderstellungen nicht mehr. Neutestamentlich wird es immer im Allgemeinen gehalten und betrifft immer die Gesamtgemeinde. Denn jeder in ihr ist berufen an einem bestimmten Platz. Was ist das für ein Platz? Der, wo du bist. Wo du jetzt bist. Es sei denn, du hast wirklich eine klare Fügung und einen Wunsch vielleicht, einen Auftrag, wogegen du dich sträubst und ungehorsam bist. Sonst bleib cool, bleib locker. Du bist am richtigen Platz. Ja, ich bin Landwirt. Fantastisch, brauchen wir. Deine Berufung. Ich bin Waschfrau, Schneiderin. Herrlich. Ich bin Medizinerin, Mediziner, Arzt. Oh, ist das schön. Zu einem gläubigen Arzt zu gehen. 2. Korinther 3,3, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, ganze Gemeinde. 2. Korinther 2,14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Jonathan Lommes sagte, ist ein junger deutscher Buchautor, die größte Berufung besteht nicht darin, etwas Bestimmtes zu tun, sondern darin, etwas Bestimmtes zu sein, nämlich ein Kind Gottes. Das ist die höchste Berufung. Und wenn du das bist, gehörst du zur Gemeinde und dann bist du sowieso gerufen. Und dann wird der Herr schon wunderbar lenken. Wenn wir nämlich jetzt im Neuen Testament unter Berufung nachsehen, dann stellen wir Folgendes fest. Man ist zur Erlösung berufen, die Gesamtgemeinde, jeder Mensch, ja? Dazu zu Jesus zu gehören oder eben zur Gemeinde zu gehören. Man kann auch zu bestimmten Lebenssituationen berufen sein, verheiratet, ledig. Da leitet der Herr, ob man Jude ist oder nicht Jude ist. Das ist tatsächlich eine Berufung, obwohl man da auch nichts gehört hat vom Himmel. Ja? Sklave oder Freier zu sein, selbstständig oder irgendwo Mitarbeiter. Die Gemeinde ist im Allgemeinen zur Freiheit berufen. Sie ist zum Frieden Gottes berufen. Ich habe alle Bibelstellen hier. Sie ist zur Heiligung berufen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Sie ist zum würdigen Wandel berufen. Epheser Kapitel 4, letzten Donnerstag hatten wir das. Ja, wer würde das sagen? Wer würde sagen, ja, ich bin berufen zum Bibelschüler da und da. Herrlich, ja? Oder Missionar oder irgendwie was ganz Besonderes. Ah, klasse. Und was steht denn da ganz konkret über Berufung? Wer würde dem beipflichten? Wandelt würdig eurer Berufung, Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend, seid eifrig, das Band der Einheit und des Friedens aufrecht zu erhalten. Fühlen Sie sich berufen? Tun Sie das? Das ist Berufung. Gemeinde ist berufen zum ewigen Erbe. Gemeinde ist Berufung an alle die, die so froh sind über Berufung. Gemeinde ist berufen, da gibt es ganze Textpassagen in der Bibel zum Leid. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, du, ja, weißt du, ich bin zum Leid berufen. Ich freue mich. Der Herr hat mich berufen. Ja, mir tut alles weh. Oh, herrliche Berufung. Habe ich noch niemanden erfahren, der so spricht. Gemeinde ist zur Herrlichkeit berufen. Gemeinde ist zum Licht berufen. Niemand unserer Glaubensväter, und waren sie noch so groß, hatte in der nachapostolischen Zeit eine namentlich direkt durch Gott verlautete Berufung.
Sie hatten Gaben. Sie hatten Lasten, die natürlich von Gott kamen. Sie hatten den Drang, etwas anzupacken und haben es im Glauben gewagt. Und der Herr hat sich zu ihnen gestellt und zu ihrem Glaubensschritt gestellt. Und das war Berufung. Das ist Berufung. Und da sind es andere Christen. Die verspüren den Drang, eine Autowerkstatt aufzumachen. Oder die gründen einen Edeka-Laden. Da gibt es, glaube ich, in der Schweiz nicht, ne? Sparladen. Ein Sparladen. Oder sie arbeiten in einem Büro, um dort ihr Christenleben auszuleben. Frage: Sind die jetzt weniger berufen oder sind die gar nicht berufen? Was ist mit denen? Die gehören doch auch zur Gemeinde. Die brauchen doch genauso eine Last, die brauchen genauso eine Initiative, die brauchen genauso Gaben. Und die möchten genauso ihr Christenleben ausleben an dem Ort, wo sie gestellt sind. Gott hat Christen überall hingestellt. Ja, als Automechaniker habe ich dich nicht berufen. Kann man das so sehen? Was meinen Sie? Meine Ehefrau und ich, wir waren uns etwas unsicher damals. Wir waren ganz jung gläubig geworden, vielleicht gerade etwa ein halbes Jahr. Und dann kamen wir in Kontakt mit dem Missionswerk Mitternachtsruf und uns gefielen die Botschaften von Vimalgo so gut und auch das prophetische Gedankengut, das man da las und hörte. Und wir hatten den großen Drang, den Wunsch, das Verlangen, eine Bibelschule zu besuchen, eine Bibelschule besuchen zu dürfen. Und dann gab es in Montevideo eine Bibelschule, aber hatten wir eine Berufung? Und dann, ihr Lieben, die Christen können ja so hilfreich sein. Ja, in Norddeutschland gibt es einen Ausdruck, der heißt, je öller, je döller. Ja. Und je frommer die Christen und so mehr, je schlimmer wird's. Die kamen dann natürlich auch noch. Wir haben unseren Drang und unseren Wunsch dann verlautbart. Und es wurde einem ja immer so außerordentlich hingestellt. Was? Bibelschule, was weiß ich, Missionar nachher irgendwo. Oh, passt auf, da müsst ihr aber berufen sein. Und wenn ihr nicht berufen seid, dann könnt ihr aber scheitern. Dann werdet ihr nicht durchgetragen. Da kann alles kaputt gehen. Ja, dann haben wir gedacht, ja, wenn das so heilig ist, also was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir einfach zu unserem alten Pastor gegangen, der war damals sehr krank, der lag schon fast im Sterben. Und wir sind zu ihm hingegangen und haben ihm da unsere Not kundgetan, auch Missionswerk Mitternachtsruf und so, dass wir da eigentlich so gerne hingehen würden. Und dann sagte der uns, ihr Lieben, wenn ihr auf eine Stimme vom Himmel wartet oder auf eine Erscheinung eines Engels oder ein besonderes Wort Gottes, dann werdet ihr nie gehen. Geht einfach los. So einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Der Robert Roos, er erzählte einmal, das habe ich nicht vergessen, ich habe ihn gefragt, ob ich das weitererzählen darf. Als er damals in die Schweiz kam, vor 40 Jahren, nicht Robert, vor 40 Jahren, 42 Jahren. Als er damals in die Schweiz kam, da wurde er von Vimalgo, und Vimalgo war eine autoritäre Person, wurde gefragt, Robert, bist du berufen? Und der Robert ganz kleinlaut, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach gekommen. Jetzt ist er schon über 40 Jahre hier, verheiratet mit einer Malgoianerin, ja, haben einen ganzen Stamm von Kindern. Ne? Das ist Berufung.
Ich möchte es so sagen, Jim Elliot, und das war wirklich ein berufener Missionar auch, Jim Elliot hat gesagt, wissen Sie, was der gesagt hat? Laufen Sie nicht raus. Die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. Ja. Nein. Berufung persönlich. Ich möchte es Ihnen so sagen, seelsorgerlich, vielleicht als Hilfestellung, vielleicht als Ermutigung. Warte nicht auf eine Berufung. Du bist es ja schon lange. Du bist doch Teil an der Gemeinde. Oder du hast doch Teil an der Gemeinde. Denn innerhalb der Gemeinde gibt es auch heute natürlich, es gibt Evangelisten, das ist uns ganz klar, es gibt Hirten, es gibt Älteste, ja, es gibt Lehrer, es gibt Diakone, die innerhalb der Gemeinde, der lokalen Gemeinde ihre Tätigkeit haben. Das sind wunderbare Führungen und Begnadigungen des Heiligen Geistes darüber, wofür oder worin man eingesetzt ist oder eben nicht. Und diese Gaben machen dann deutlich, welche Aufgabe man nachfolgen sollte. Das ist in gewisser Weise tatsächlich dann eine Berufung. Ich meine, ist ja klar, wenn jetzt einer eine Gabe hat, evangelistisch tätig zu sein, ja, dann ist das auch gleichzeitig ein Ruf, nicht wahr? Dann soll er das auch tun. Aber das ist noch lange kein Ruf dafür, dass du das vollzeitlich tust. Ja? Sondern dass du das einfach tust. Du bist Mitglied in einer Gemeinde und da entdeckt man deine Gabe und du weißt auch selber darum und dann wirst du dementsprechend eingesetzt und du lebst deine Berufung aus. Also man muss da gar nicht mehr so viel Zeit verlieren, ja, um auf einen Ruf zu warten. Zum Beispiel Älteste. Älteste zum Beispiel können sich, so verstehe ich das, können sich für ein Amt bewerben. Da heißt es im Titus Kapitel 3, Vers 1, 1. Timotheus, 3,1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, wer selbst den Wunsch hat, diesen Drang, nicht hochmütig, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Aber Sie lesen hier nichts von Berufung, sondern von dieser Eigeninitiative auch, ja, nach etwas zu trachten, ein vorbildliches Leben zu leben, ein gehorsames Leben zu leben, in der Gemeinde weiterzukommen, die Bereitschaft, Verantwortung auf sich nehmen zu wollen, den anderen Hilfestellung geben zu wollen, ein Hirte sein zu wollen für andere. Das kann der Heilige Geist als Antrieb in ihrem Leben schenken. Und dann wird so ein Mensch, der wird geprüft, ob er sich dafür eignet und ob er den Kriterien des Wortes Gottes entspricht. Und dann kann er als Mitältester eingesetzt werden. Deshalb drängt sich die Frage auf für mich, ob man überhaupt für eine spezielle Aufgabe im Reich Gottes eine dementsprechend spezielle Berufung erhalten muss. Brauche ich eine besondere Berufung, Missionar zu werden? Benötige ich eine besondere Berufung, eine Bibelschule zu besuchen oder in einem christlichen Werk mitzuarbeiten? Wie ist das? Mal in Frage stellen, mal den Spieß umdrehen. Wie ist das mit den Christen, die im alltäglichen Berufsleben stehen? Brauchten diese eine spezielle Berufung, Landwirt zu werden, LKW-Fahrer zu sein oder Buschauffeur, Polizist zu werden, Geschäftsführer? Wahrscheinlich ging das ganz nüchtern zu, oder nicht? Bei den meisten von uns. Ganz nüchtern. Sie haben sich für etwas beworben, wo Sie das Verlangen hatten, das tun zu dürfen oder zu wollen. Darin lag Ihr Interesse und dann haben Sie sich darin stark gemacht. Und niemand von Ihnen würde behaupten, eine ganz besondere
namentlich erwählte, von Gott gegebene Berufung erhalten zu haben. Sie haben keine Stimme vom Himmel gehört. Hannes, ich berufe dich als Maurer. Oder Elisabeth, ich berufe dich als Bäckerin. Heute wird niemand mehr in dieser Art und Weise berufen, wie Gott es getan hat mit den Propheten im Alten Testament oder zur apostolischen Zeit. Neutestamentlich ist immer die ganze Gemeinde als Gemeinschaft berufen, dem Herrn zu folgen. Und es gibt keine, das sind Überbleibsel so vom Alten Testament, unser ganzes klerikale System. Ja, der Priester und der Altäre und der Gebäude. Und das finden Sie doch im Neuen Testament alles gar nicht mehr. Da gibt es keinen Abraham mehr und keinen Mose und keinen Propheten in dem Sinne oder Apostel. Ja, wenn Sie mich fragen, ich sehe mich an diesen Ort gestellt, in das Missionswerk Mitternachtsruf, und ich fühle mich berufen. Wir sind Gott von ganzem Herzen dankbar für diese wunderbaren individuellen Führungen in unserem Leben. Aber Sie sind vielleicht an einem ganz anderen Ort gestellt und nicht weniger berufen als meine Frau und ich. Nicht weniger. Das muss weg. Dann werden Sie auch zufriedener. Aber nicht faul werden, ne? Niemand kann sagen, ich bin nicht berufen, darum arbeite ich als Hausfrau. Nein, dann bist du als Hausfrau berufen. Wie gesagt, wir stehen nämlich in der Gefahr, zu viel von dem Begriff Berufung abhängig zu machen oder abzuleiten. Und darum gibt es so wenig Mitarbeiter und engagierte Christen im Reiche Gottes. Ich merke das einfach in der Erfahrung, darum erlauben Sie mir das noch einmal. Manche junge Menschen glauben einfach, für eine Bibelschule eine besondere Berufung bekommen zu müssen. Und die gehen nur dann. Und nicht selten wird ihnen das ja auch so suggeriert. Es wird ihnen gesagt, du, prüf dich mal, vielleicht bist du ja berufen zu einer Bibelschule. Und da fängt schon an. Da geht das Fragen schon los. Ja, bin ich jetzt berufen, eine Bibelschule zu besuchen oder was ist los? Ich würde sagen, geh doch einfach. Das andere wird dann schon gemacht. Es ist eine andere Sache. Du wirst dann geprüft. Du wirst geprüft, ob du geeignet bist oder ob sie geeignet sind. Ob sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ob sie reif genug sind, ob sie geistlich genug sind. Und da kann es durchaus sein, nein, also sie sind noch zu jung oder da stimmt noch nicht. Warten Sie bitte noch mal 2, 3 Jahre. Eine Bibelschule ist ganz einfach dazu da, dass man geistlich weiterkommt, dass man eine Fortbildung macht, dass man die Bibel noch besser kennenlernen möchte. Das ist genauso wie im Berufsleben. Also ich weiß, es gibt ja Christen, die machen das auch. Und das ist auch schön und würdevoll und wertvoll. Wir sollen ja nach dem Willen Gottes zu fragen. Aber in der Regel ist das nicht unbedingt so. Sie stehen im Berufsleben, Sie sind vielleicht Handwerker. Und dann wird Ihnen das Angebot gemacht vom Chef oder Sie haben einfach selber diesen Drang dazu, ja, ich würde jetzt gerne einen berufsfördernden Lehrgang machen. Ich würde gerne die Meisterprüfung machen. Ja? Oder Sie sind ein Angestellter in einer Bank, in einer Bankfiliale und da kommt der Chef auf Sie zu und sagt, hören Sie mal, Herr Schmidt, es wäre doch schön hier, das wird angeboten, Sie können da einen Lehrgang machen und dann irgendwie auch aufsteigen und da haben Sie die Chancen und so und dann sagen Sie, das weiß ich, ob ich da eine Berufung für habe. Da muss ich aber erst mal beten. Und wenn der Herr mir nicht ganz klar zeigt, dass ich diesen Lehrgang machen soll, dann mache ich ihn aber nicht.
Wir messen mit 2 Ellen. Sie werden doch sagen, das tut mir gut, wenn ich eine Meisterprüfung habe, da habe ich mehr Verantwortung, kann ich Lehrlinge ausbilden. Oder wenn ich diesen Lehrgang mache, dann komme ich in meinem Berufsleben weiter fort, dann kann ich vielleicht auch etwas aufsteigen und damit habe ich mehr Einfluss auch im christlichen Bereich und so weiter und so fort. Also ich mache diesen Lehrgang, ich habe Freude daran, darum mache ich ihn. Berufung, marschier einfach los. Du erfährst die individuelle Führung des Herrn, indem du dich auf den Weg begibst, so wie Ruth. Diese junge Frau Ruth. Kapitel 2, Vers 2 bis 3. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin, kam zufällig, ja, und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld vom Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und so wurde die Urgroßmutter von David. Die ist einfach mal losgegangen. Ja, ich arbeite im Layout vom Mitternachts oder in der Redaktion oder ich arbeite im technischen Dienst vom Missionswerk Mitternachtsruf. Ja, ich bin halt nicht so berufen wie was weiß ich, wie der Missionar so und so oder die Missionarin so und so auf dem und dem Feld. Wer sagt das denn? Wer sagt das denn? Wir brauchen Christen im Pflegedienst. Das Missionsfeld pur. Da geht es um alte Menschen, die an der Schwelle zur Ewigkeit stehen, die das Evangelium brauchen. Wir brauchen Christen in unseren Schulen, im medizinischen Bereich, in unseren Büros, in unseren Haushalten, ja, im Beamtentum. Wir brauchen Mütter, wir brauchen Väter, wir brauchen Hausfrauen, wir brauchen diese Leute, wir brauchen Leute zum Wäschewaschen. Im erweiterten geistlichen Sinn. Die ganz einfach praktisch mit anpacken. Wissen Sie, was ich glaube? Ich komme auch gleich zum Schluss. Ich glaube, dass diejenigen, die in der Gemeinde irgendeinen Dienst tun, alle dazu berufen sind. Sie wissen es nur nicht, weil sie eine falsche Vorstellung haben. Aber schon, dass sie den Dienst tun, zeigt, dass sie berufen sind, sonst würden sie nämlich nicht tun. Wir haben da eine ganze Gruppe von Leuten, die helfen uns. Es ist da Kollekte übrigens, ja. Kollekte ist aufgerufen worden für die Zeitschriften, die wir gratis versenden. Die kosten uns pro Jahr, ich habe es in der Gebetsstunde auch gewagt zu sagen, die kosten uns pro Jahr 600.000 Schweizer Franken. Jedes Jahr. Wir beten und flehen und ringen und hoffen, Herr, können wir es auch dieses Jahr gratis machen? Wäre doch schön. Wir haben eine ganze Truppe von Leuten, manchmal sind es 10 oder 20, ich weiß nicht genau, die kommen einmal im Monat und die helfen uns, die französischen, glaube ich, sind es, die französischen Zeitschriften einzupacken. Dadurch wird das nicht von der Post gemacht und dadurch sparen wir Tausende. Das sind ehrenamtliche Leute. Man ist jetzt am Überlegen, das für alle deutschsprachigen Zeitschriften zu machen. Da könnten wir im Jahr 40.000 Franken oder Euro oder was sparen. Ja, die Leute sind doch berufen, oder nicht? Da haben wir ein Ehepaar, die sind pensioniert, die helfen uns hier den Garten sauber machen, ja, draußen den Weg zu wischen. Wir haben ein anderes Ehepaar, die sind auch pensioniert, die bauen hier mit Holz und legen Steine und was weiß ich da. Die machen alles Mögliche, immer machen die irgendwas. Wir haben Leute im Kinderdienst, in der Jungschar, in der Jugend, ehrenamtliche Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ja, die sind alle berufen. Die den Begrüßungsdienst tun, die Türen auf und zu machen. Die sind alle berufen. Und ich sage Ihnen, wer den Dienst oder die anderen Aufgaben an anderen Orten nicht tut, sondern nur faul zu Hause rumsitzt. Sie haben ja vielleicht Ihre Aufgabe auch in Ihrem, Sie wissen, was ich meine, ja? Die jetzt wirklich nur faul zu Hause rumsitzen.
Er muss aufpassen, was man sagt. Ne? Der muss aufpassen, dass er seine Gabe, sein Talent, sprich seine Berufung, dass er die nicht vergräbt, weil er einfach nur ungehorsam ist. Für was sind Sie berufen? Ja, ich weiß nicht, dann komm und helf. Oder tu irgendwas, engagier dich irgendwo, wo du eine Last hast, wo du eventuell eine Freude hast. Und wenn es eine Gebetszelle ist, bist du berufen zum Wäschewaschen. Die Gemeinde ist, sagen wir mal, ich vergleiche das wie ein Zahnrad, das von einer Kette angetrieben wird mit vielen Gliedern. Ja? Ist da ein Glied wichtiger als das andere? Ist das Pastorenglied wichtiger als das Türöffnungsglied? Ich würde mal sagen, immer wenn ein Glied fehlt, egal wo, es ist immer zu kurz, die Kette, ne? Und verliert an Antriebskraft. Und so ist das mit Gemeinde Jesu auch als Funktionalität. Prediger, Evangelisten, natürlich Diakone, aber auch Dienste seelsorgerlicher Art, Besuchsdienste. Nichts hat einen bestimmten Vorrang in dem Sinne, wäre größer oder kleiner. Jeder hat eine Gabe, sollte sie einsetzen. Missionsarbeit, Gemeindearbeit kommt immer da zu kurz, wo sich Menschen ausklinken und dann fehlt es an Übertragung, die sich engagiert, zu einem sehr großen Teil. Dadurch funktioniert es. Und der Herr gibt seinen Segen. Es benötigt also nicht unbedingt einen hörbaren, sichtbaren Ruf, sondern den Mut und die Initiative, einfach mal was anzupacken. Und auch das Wissen, an dem Ort, wo ich stehe, bin ich von Gott genauso hingestellt wie der Billy Graham als Evangelist. Haben wir uns verstanden? Gott segne Sie. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, möge doch dein Rufen an unser Herz dringen und das heute Morgen vielleicht auch ein Ruf sein von dir, von deinem Wort, dass du uns sagst, mach's doch nicht so kompliziert. Beweg dich, geh, ergreif Initiative, ich werde mit dir sein. Und wenn es nicht mein Weg für dich ist, werde ich dich individuell wunderbar herumlenken. Schenke das doch, Herr, dass wir biblisch, nüchtern, sachlich, geistlich mit dem Begriff umgehen und dass wir uns freuen, an dem Platz zu stehen, wo wir stehen, dass wir uns Genüge lassen. Herr, hilf du, ob wir in einem Büro arbeiten oder ob wir eine ganz hohe geistliche Stellung irgendwo haben. Du bist der Herr und alleine das zählt. Und was du von uns erwartest, ist Treue. Du sagst, wer im geringsten treu ist, den möchtest du auch über viel setzen. Danke. Und danke, lieber Vater im Himmel, in Jesus, deinem Sohn, danke, dass wir alle hier berufen sind, zu deiner Gemeinde zu gehören. Zu den Gerechten, zu denen, die Vergebung haben und ewiges Leben. Mögen doch viele auch diesen Ruf hören, Herr, und darauf eingehen. Amen.